Du kannst dich nicht vom Gesetz verstecken. Vor dem Gesetz wollen wir uns gar nicht verstecken, sondern vor den Alten da. Emmet, was sagst du dazu? Emmet, pst, verrat mich nicht. Keine Sorge, ich verrate dich schon nicht. Komm schon, Emmet, du kannst deinen großen Moment nicht verpassen. So zusammengekauert siehst du nicht gerade würdevoll aus. Besser würdelos als tot. Jo, das hat was. Spring einfach in den Levitator und ab geht's. Was soll er machen? Mich mit der Flugabwehrkanone abschießen. Der hat eine Flugabwehrkanone dabei? Fran dabei? Ich dachte, du hast keine Angst mehr vor deinem Vater. Wenn er so eine Laune hat wie jetzt, wäre es lebensmüde, keine Angst zu haben. Na, ist ja ganz toll. Lass mich mit ihm sprechen. Ach, dieser Junge. Jo, dieser Junge. Du, denk nur nicht, du kannst ihn beschützen. Klar kann ich das. Lassen Sie den Doc in Ruhe. Ich meine natürlich den zukünftigen Doc, weil der richtige Doc ist jetzt weg und der, naja, ihr wisst schon. Also, Herr Richter, Sie veranstalten hier eine ganz schöne Szene. Falsch. Ich hindere meinen Sohn daran, hier eine Szene zu veranstalten. Verärger ihn nicht. Also, wenn du nichts sagst, Also ist er da bei dir. Danke auch. Ich befehle dir sofort, da runterzukommen. Du wagst es, einen Befehl zu missachten. Ja, das tut er! Beim Teutates! Jetzt weiß ich auch, an wen der mich die ganze Zeit erinnert. An den Häuptling da aus Asterix und Obelix. Verdammt, wie hieß denn der schon wieder? Miraculix? Nee, das war der Druide. Majestätix, genau! Mann, nee, hab ich so lange gebraucht. Ich will mit meinem Sohn sprechen. Emmet ist nicht bereit, direkt mit Ihnen zu sprechen. Ach, mein Gott. Und du bist sein Sprachrohr. Davon gehe ich aus, ja? Kann man so sagen. Also eins muss ich Marty lassen, der ist ganz schön mutig jetzt. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Situation genauso viel Mumm hätte, vor dem Richter zu stehen. Okay, er lebt nicht in dieser Zeit und so. Und eine Verurteilung für Marty ist dementsprechend eher, naja, nicht so unbedingt möglich, aber trotzdem. Wenn Sie erlauben, das Problem ist, dass Sie zu bestimmt sind. Sie schüchtern ihn ein. Ich schüchtere ihn nicht genug ein. Das ist das Problem. Autsch. Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So, wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Das hat man damals aber nicht wirklich so gemacht, oder? Mal ganz ehrlich, Leute, war das damals wirklich so? Alter Schwede. Können Sie beide das nicht später klären? Du meinst, nachdem er seine lächerliche Erfindung vorgeführt hat? Ja. Nein! Da frage ich mich noch glatt, wer hat eigentlich Emmet damals rausgehauen, als, naja, ihr wisst schon, in der richtigen Vergangenheit des Dogs, wo wir gar nicht präsent waren, oder waren wir da etwa auch dabei? Also ich meine jetzt die Vergangenheit, irgendwie die Zeit gerade A oder so, wo halt noch alles vor diesem Spiel super duper in Ordnung war und ja, der Doc noch nicht die bescheuerte Idee hatte, nach 1931 zurückzukehren und so. Weil damals müsste er sich doch auch gegen seinen Vater gewehrt haben. Oder halt eben eine andere Person, wie auch immer. Na ganz was mache ich jetzt? Sie können ihm das nicht ausreden. Seine Entscheidung steht. So, wenn Reden nicht hilft, dann gibt es eben Prügel. Das hilft irgendwie nichts. Nicht weggehen. Ich gehe nirgendwo hin. Sehr gut. Ich zähle bis 5. 1, 2, 3. 4. Alter, 4. Wie kann der bloß jemals Richter werden? Emmet, Ich spreche nicht mit ihm. Es hat keinen Zweck. setz dich mit ihm auseinander. Was hast du zu verlieren? Das haben sie zu Custer auch gesagt. Oh, okay, das ist ein bisschen brutal, aber gut. Vielleicht gibt er dir ja eine Chance, alles zu erklären. Immerhin ist er Richter. Ja, ein Richter, der sein Urteil schon gefällt hat. Er wird mir nicht zuhören. Das hat er noch nie. Bin gleich wieder da. 4.
Ah, kann doch zählen. Also, ist Ihr Mandant zu einer Stellungnahme bereit? Nö. Er sagt, es sei zwecklos, mit Ihnen zu sprechen. Sie hören nie zu. Das zeigt nur, wie voreingenommen er ist. Natürlich höre ich zu. Wenn er seine Verrücktheit erklären kann, dann kann ich auch nachsichtig sein. Nicht weggehen. Na, 5? Ich warte. 5! Na gut, dann halt eben nicht. Emmett, Ich spreche nicht mit ihm. Ja, Es hat keinen Zweck. das hatten wir schon. du hast ihn gehört. Er hat gesagt, er hört dich an. Versuch es wenigstens. Das kann ja was werden. Vater? Sohn? Du hast mich nie auch nur ansatzweise verstanden. Du willst nur auf mir rumtrampeln und meine natürlichen Instinkte unterdrücken. Du weißt nicht, wie es ist, Junge zu sein. Du weißt nicht, wie es ist, Träume und Ambitionen zu haben, die so groß und mächtig sind, dass sie ein Eigenleben führen und du deine ganze Kraft brauchst, um Schreck zu halten. Das ist Amerika, Papa. Und in Amerika muss eine Person das tun, was ihr Vater getan hat. Ist das nicht der Grund, weshalb du nach Amerika gekommen bist? Um dort zu leben, wo es nicht so viele Regeln gibt? Und wir haben geredet. Bist du nun glücklich? Naja, da müssen wir noch ein bisschen trainieren, Leute. Also wenn das eine Kommunikation sein soll, dann bin ich Albert Einstein. Moment, was hat er gesagt? Die lassen seinen Vater, oder? Vielleicht kann ich ja da anknüpfen. Bitte. Sie dürfen Emmett nicht im Weg stehen. Dazu müsste man mir ein überzeugendes oder einfach nur ein schlüssiges Argument liefern. Ja. Hören Sie, Euer Ehren. Sie sehen es vielleicht nicht ein, aber von Emmets Demonstration hängt viel ab. Ein weiterer Grund, warum ich sie verhindern muss. Sieh mir in die Augen, junger Mann. Ich gehe davon aus, dass du meinen Sohn mittlerweile ganz gut kennst. Denkst du wirklich, sein Ausstellungsstück wird ein Erfolg? Yep. Sicher. Sicher wird es das. Ha, du weißt genauso gut wie ich, wie das endet. In einem Desaster. Vielleicht auch nicht. Aber auch wenn es so ist. Ich meine, gestehen Sie Emmett nicht zu, ein paar Fehler machen zu dürfen? Emmett hat sein Fehlerkontingent für dieses Leben überschritten. Als sein Vater muss ich weitere Fehler verhindern. Sein Fehlerkontingent, da leckt man nach dem Schöbli, ey. Was bist denn du für ein Vater, ey? Dafür gibt's kein Kontingent. Mann! Sehen Sie, Euer Ehren, diese Demonstration ist Emmett einfach unglaublich wichtig. Pff, kindisches Gehabe. In 2 Wochen hat er das alles vergessen. Davor habe ich auch Angst. Ja, ich irgendwie auch. Emmett ist nur... Dickköpfig, stur, unnachgiebig, unbelehrbar und versessen. Okay, aber aus einem anderen Blickwinkel betrachtet sind diese Eigenschaften irgendwie positiv. Das ist dein Blickwinkel, junger Mann. Aber ich bin mir da nicht so sicher, ob es der richtige ist. Täusch dich da nicht. Das sind Eigenschaften, die Ärger bedeuten. Die hat er von Die hat er von seiner, was, wie, wo? Mutter, Großmutter, Freundin? Nee, kann nicht sein. Oh Mann, hey. Der und Edna, die sollten heiraten. Das würde was geben, ey. Alter Falter. Da wäre der Polizeistaat von der vorherigen Episode, beziehungsweise nach Episode 3, wäre ein Witz dagegen. Emmett versucht nur, sich einen eigenen Namen zu machen. Vielleicht waren die Dinge in ihrer Jugend anders, aber heute muss man Risiken eingehen. Was weißt du über Risiken? Versuch mal in ein fremdes Land zu ziehen, dessen Sprache du nicht sprichst und mit nur $2 in der Tasche. Sie? Darauf kannst du wetten, denn ich habe es ja auch geschafft. Und wie stand Ihr Vater damals dazu? Papa? Er hat gekocht vor Wut. Er meint, ich wäre ungehorsam und Bingo! Also war Ihr Vater nicht damit einverstanden, dass Sie nach Amerika gingen? Tja, Papa hat die junge Generation nie wirklich verstanden. Zum Ende hin war er auf einem guten Weg, aber da war es schon zu spät, Sag ihm, ich höre ihn an. Ich will ihn anhören, wenn er reden möchte. Und wie er will. Und wehe, du schreist jetzt 5, dann komm ich runter und poliere deine dämliche... Was ist eigentlich das für eine Frisur? Na egal. Emmett, Spielst du wieder den Friedensstifter, Pollyanna? Schnauze und zuhören.
Ich glaube, das sollte damit andeuten, aber ganz sicher bin ich mir jetzt nicht. Naja. Er sagt, deine Dickköpfigkeit hast du von deiner Mutter. Jetzt reicht's aber. Ihm reicht es nicht, mich zu beleidigen. Er muss auch noch meine Mutter durch den Dreck ziehen. Mutter ist ganz anders als ich. Sie ist sanft und freundlich und endlos geduldig. Wenn, dann bin ich eher wie... Ach, vergiss es! Wie er. Du wolltest sagen, du bist wie... Vergiss es! Kann es sein, dass du und dein Dad... Nein, Themawechsel. Emmett, sei kein Frosch. Okay, du hast deinen Stolz. Verstehe ich. Und er genauso. Aber warum willst du nicht versuchen, mit ihm Frieden zu schließen? Er ist deine Familie und die Familie ist wichtig. Manchmal ist sie, naja, wichtiger als... Darf ich heraufkommen? Also, du denkst, meine neue Erfindung endet in einem Desaster? Ja, das glaube ich. Und ich bin hier, um zu verkünden, dass ich, wenn es für meinen Sohn in einem Desaster endet, da bin, um ihn zu unterstützen. Papa! Du wirst deine Einstellung ändern, wenn du dieses Baby erst einmal in Betrieb siehst. Schau her, das Kraftfeld, das vom statischen Akkumulator erzeugt wird. Marty, gib Trixie das Zeichen. Wir sind bereit. Hey ho, Schnuckelchen! Meine Damen und Herren, danke, dass Sie während dieser unumgänglichen Verzögerung so geduldig gewartet haben. Und nun ist die Hill Valley Expo sehr stolz, Ihnen Mr. Emmett Brown und seinen elektrokinetischen Levitator... Ich hoffe, das geht gut aus. Sieh einer an. Er fliegt. Mein Emmett fliegt. Yeah! Coole Mucke! Du. Okay, Freunde, zurück in die Zukunft! Kann das halt auch für die Zeit reisen? Wäre vielleicht ganz hilfreich. Achtung, Sturzflug! Nicht? Ah, gut. Oh oh. Gut, die beiden brauchen uns nicht mehr. Jetzt braucht der Doc uns. Ups. Hey! Halt! Hierher zurück! Was macht der Doc da? Doc, alles in Ordnung? Ich dachte, ich könnte sie ändern. Es hätte alles anders werden können. Vergessen Sie's. Los, wir müssen einen Weg finden, sie aufzuhalten, Nein, bevor... komm nicht näher. Doc, Geh weg! aber... Weg! Marty! Oh mein Gott! Doc! Sagen Sie was. Chromium, Lithium, Gallium, Ridium, Titanium, Ich hole Ruthenium, Hilfe. Zeitung. Sie meinen... Oh. Wir bringen Sie ins Krankenhaus, Doc. Sie werden bald wieder gesund. Ja. Oh. Ich glaube, ich werde bald gesund sein. Marty. Nein, Doc, bitte, tun Sie das nicht. Gehen Sie nicht. Von der Zeit verschlungen. Doc, kommen Sie zurück. Doc? Marty, warst du die ganze Zeit da draußen? Emmett, ist das vorbei? Oh
Oh ja, es ist vorbei. Du hast eine sehr wilde Party verpasst. Ich fürchte, ich bin für die nächsten 50 Jahre von der Expo ausgeschlossen. Wenn ich du wäre, würde ich auch nicht nochmal hingehen, bis nicht alle Scherben weggefegt wurden. Ah, was habe ich mir nur dabei gedacht? Natürlich ruiniert der Ionenwind eines Elektromagneten dieser Größe einen lediglich mechanischen Steuerungsmechanismus. Wir brauchen ein weitaus fortschrittlicheres Kontrollsystem. Ich frage mich, ob wir einen Weg finden können, das körpereigene Gravitationsfeld in elektrokinetische Energie umzuwandeln. Dadurch könnte jemand in der Lage sein, den Ionenstrom einfach durch Gewichtsverlagerung zu steuern. Grundgütiger, das ist es. Das freut mich für dich. Ja, Freunde, der zukünftige Doc, er wird wieder ganz der Alte sein, wie wir ihn kennen. Hoffe ich, glaube ich zumindest. Aber leider ist nicht hier bei uns. Wir haben hier nur Emmet. Was heißt nur, aber von der Zeitmaschine und so ist es halt ein bisschen Essig, weil die hat Entner. Dann bist du nicht entmutigt? Entmutigt? Wodurch? Du meinst, was da drin geschah? Das war eine lehrreiche Erfahrung. Das sehe ich so. Diese kleinen Fehler bringen uns voran auf dem Pfad des Wissens. Los, wir dürfen keine Zeit verlieren. Zurück zum Labor und... Entschuldigung, stimmt etwas nicht? Allerdings. Das ist eine lange Geschichte. Ich habe quasi gerade jemanden verloren. Oh, wie traurig. Jemand, den ich kenne? Na komm. Nein, niemand kannte ihn hier. Er war völlig fremd in dieser Welt. Ich kenne das Gefühl. Der Mann scheint mein Seelenverwandter zu sein. Dann ist es jemand, den ich kenne. Ja, nein, vergiss es. Es hat nichts mit dir zu tun. Was? Marty, du bist ein großes Mysterium für mich. Woher du kommst, was du hier machst. Aber eins weiß ich jetzt. Was auch immer es ist, es hat etwas mit mir zu tun. Bitte, Emmet, frag nicht weiter. Was ist das? Ja. Oh, sag es mir. Ich verlange eine Erklärung. Das glaube ich ja nicht. Du würdest es nicht verstehen. Ach ja? Versuch es. Was ist das? Eine Erklärung. Aber du musst mir eins versprechen. Sieh erst nach, wenn du den Schlüssel zur Stadt hast. Ja? Emmet! Versprich es mir. Emmet! Wo bist du, mein Sohn? Ich bin gleich da, Dad. Schlüssel zur Stadt? Das verstehe ich nicht. Das kannst du auch nicht. Noch lange nicht. Es würde irreparablen Schaden irgendwo anrichten. Versprich es mir einfach. Okay, ich verspreche es. Warte, ich werde dich noch wiedersehen, oder? Das garantiere ich. Emmet! Mach's gut, Kumpel. Und übrigens, coole Frisur. Edna? Kann es etwa? Nee, oder? Es hat funktioniert. Doc! Also warst du derselbe, Marty. Witzig, wie einem das Gedächtnis Streiche spielen kann. Aber irgendwie hatte ich dich viel größer in Erinnerung. Wie war die Zeremonie? Lang. Du hast eine sehr theatralische Art, Nachrichten zu senden. Das habe ich nur getan, um ihre Zeitachse nicht zu verändern. Sehr clever, aber was machst du im Jahr 1931? Stimmt eigentlich alles, alle drei.
Ich bin gekommen, um ihre Heirat mit Edna zu verhindern. Edna Strickland? Ich würde sie niemals heiraten. Also sie war meine erste Liebe, aber nachdem sie mir mein Herz gebrochen hatte und meine Karriere sabotieren wollte, habe ich sie nie wieder gesehen. Kein Problem, es ist besser, wenn ich es nicht weiß. Lass uns einfach zurück ins Jahr 1986. Außer wenn deine Anwesenheit weitere Zeitanomalien... Ich? Niemals, nein. Nun, ich bin immer noch etwas verwirrt wegen... Wo ist er? Wo ist dieser Nichtsnutz von einem Sohn? Er hatte... Hast du meinen Artie gesehen? Artie McFly? Genau den. Ich habe einen Anruf von Melvin aus dem Stadtarchiv erhalten. Er meint, dass der Idiot sich mit einem kanadischen Flittchen Zusammengetan? geheiratet. Ich schwöre, der Junge bringt seinen Vater noch frühzeitig ins Grab. Also so hat sie ihren Job zurückbekommen. Er hat die falsche Großmutter geheiratet. Also, Trixie ist nicht meine Großmutter. Und wenn sie nicht meine Großmutter ist, dann bin ich nicht ich. Moment, das war Urgroßvater Willy. Ich habe ihn als Baby gesehen. Er hat mich angepinkelt. Heiliger Strohsack Doc, ich werde wieder verschwinden. Beruhige dich, Marty. Du siehst ziemlich stabil aus. Was auch immer das Problem sein sollte, ich bin mir sicher, dass du es mit Hilfe... Das Auto! Oh Na, nein. toll. Wie zum Teufel ist sie hierher zurückgekommen? Sie? Du bist nicht Edna. Was geht hier vor? Ist das eine Intrige, um mich ins Irrenhaus zu Nein. schaffen? Es ist ganz einfach, Danny. Oh, da bin ich mir sicher. Sag mal, habe ich oder habe ich nicht gerade Edna Strickland in diesem Auto verjagt? Nicht genau dieses Auto, aber ein Auto wie dieses. Ein Auto mit der verrückten Angewohnheit, sich in Luft aufzulösen? Warte, Edna Strickland ist gerade mit dem DeLorean verschwunden? Wenn das Ding so heißt, es machte viel Lärm und dann, bumm, verschwunden. Großer Gott! Marty, hast du vielleicht eine Ahnung, zu welchem Datum sie gesprungen sein könnte? Nicht die leiseste, Doc. Die Zeitleitungen des DeLorean sind völlig aus dem Gleichgewicht. Sie kann zu jedem Datum gesprungen sein. Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hoffen wir einfach, dass sie in die Zukunft gesprungen ist. In die ferne Zukunft. Sollte sie in die Vergangenheit gesprungen... Du denkst, sie könnte die Zeit gerade durcheinander bringen? Moment mal, das ist Edna. Natürlich würde sie die Zeit gerade durcheinander bringen. Kann mir vielleicht jemand sagen, was zum Teufel hier... Oh oh. WTF.